Hallo, ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Evil Within Uf Pelzig. In der letzten Episode haben wir versucht, hier einen Mordfall in der Klinik aufzuklären. Und dort dabei waren dort der Kastel, das ist unser Hauptcharakter, mit seinen zwei Kollegen, mit dem Seppel und mit der Kidman, für die mir noch kein Spitzname eingefallen ist. Ja, und da hat sich rausgestellt, dass irgend so ein Narbe-Gesicht wo Leid abmurkst. Wir sind prompt im Metzgerskeller gelandet beim Ackermanns Heinz und der hat uns ordentlich verstümmelt am Bär, aber irgendwie ist das jetzt auf wundersame Weise wieder kalt. Und dann sind wir da mit dem Arzt, der überlebt hat, und mit dem Leslie Nielsen rauskommen. Also die weiße Horn, die Rievenas stimmen auf jeden Fall mal. Ja, und in einer schönen Autofahrt haben wir das Ganze überlebt. Und unseren Fahrer hat so ein paar Puschtle im Gesicht gekriegt. Wir wollen gucken, wie es jetzt weitergeht. Manchmal ist Wegrennen die beste Strategie. Oh ja, das haben wir gelernt, wo wir vor dem riese Klopskerl fortgerannt sind, der uns mit der Kettensäge noch gestiegen ist. Da war es eindeutig wirklich das Beste, einfach fortzurennen. Wenn du einen Gegner mit einer Fackel angreifst, kannst du ihn... Okay. Ich kann mich umgucken. Ein Arzt und eine Krankenschwester. Und wir sind in irgendeinem Keller anscheinend mit Heizungsrohre und so. Was ist denn da los? Sind wir in einem Zimmer? Okay, wir sind aber immer noch der Kastel. Klamotte zumindest sprechen davor. Die gehen wieder. Da kommt was, oder? Hier. Hier. Ich will nicht, dass der da herkommt. Hau ab. Anna. Okay. Jetzt sind wir in so einem schönen Apartment gelandet. Da haben wir Zeit. Ah, da haben wir Gehirnmedizin oder was? Leichen gefunden. Leichen in Seegemeinde gefunden. Todesursache bleibt ungeklärt. Mehr als 1 Dutzend verstümmelte Leichen wurden in Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Okay. Ja, krasser Scheiß, ne? Okay, hier sieht's auch super aus. Aber das ist doch mal Luxus. Hey, das Klo, das blitzt, so sauber ist das. Da ist doch bestimmt was drin, oder? Ah, jo. Ein Klo kann nicht so sauber blitzen. Da haben wir Gehirnmedizin jetzt rausgeholt. Können wir uns ja später rein pfeifen, weil wir scheinen wohl auch ein bisschen gaga zu sein, wenn wir sowas brauchen. Wenn sie uns sowas schon im Klo hinterlassen. Okay, dann gucken wir mal. Aha. Hygienisch wie Sau. Da ist noch nix, ne? Ah, servus. Sind wir wach? Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich anscheinend schon. Gut. Und die Stadt? Wovon reden Sie eigentlich? Nun, Sie sind gerade der Einzige hier. Okay. Da ist so Graffiti. Da ist ein Spiegel und noch andere Zimmer. Und ich bin anscheinend der Einzigste, wie sie gesagt hat, ne? Dann gehen wir mal zu ihr. Eine Klinik. Dieser Ort ist substanziell für Sie. Sie sind hier stets willkommen. Wurde ich eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Bitte tragen Sie sich ein. Okay. Wir sind in einer Schwarz-Weiß-Klinik. Und sind hier immer willkommen. Keiner hat uns eingeliefert, okay. Wenn Sie sich nicht eintragen, können wir Ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufbewahren. Okay, das hier ist also speichern, ne? Ja, okay, ja klar. Ja gut, das sind dann sozusagen unsere Safe Rooms, ne? Okay. Hier entlang bitte. Das gefällt mir nicht, wo es da hier geht. Wir haben 5 noch C hier im Spiel. Können wir nicht da hier, wo die hier gegangen ist. Ja, scheiße, ich mag nicht.
Das sieht eher aus, als wäre das hier so eine Art Gefängnis mit elektrischem Stuhl. Riecht wie Medizin. Ja, weil es so die Giftspritz gibt oder was. Will's gar nicht wissen. Okay. Da haben wir einen Beutel. Die Gehirnmedizin wird auch gezeigt. Dann hocken wir uns dann mal auf der heiße Stuhl, oder? Alles in Ordnung. Entspannen Sie sich. Ah, du bist. Bitte, setzen Sie sich. Okay. Da war aber Gehirnsymbol auch gezeigt. Was kommt jetzt? Was soll das? Ups. Beruhigen Sie sich. Es ist nur zu Ihrem Besten. Nein. Stopp! Benötigte Punkte. Mit grünem Gel kannst du die Parameter einzelner Fertigkeiten verbessern. Okay. Zack. 100 haben wir wohl gebraucht, um es überhaupt einsetzen zu können, ne? Sehen Sie, schon viel besser. Oh ja. Lady, werde ich verrückt? Wie kommen Sie denn da? Ich warte auf Sie. Netter Besuch. Okay, also die Klinik scheint sich wohl nur in seinem Kopf abzuspielen. Gut. Was zur Hölle geht hier vor? Kapitel 2. Überreste. Spritz, oder? Ja, Spritzer. Doppelspritz sogar. Die Herkunft des Medikaments in dieser Reisespritze ist unbekannt, aber stellt etwas Gesundheit wieder her. Ey, Inventar öffnen. Rechte Taste gedrückt halten, um Inventar zu öffnen. Rüste Gegenstände aus. Ey, will ich mal irgendeine Spritz reinpfeffern, die ich da am Straßenrand finde? Muss ja wohl, ne? Zack. Ah, dass es immer gleich mit Spritzer arbeiten muss, man. Ich mag das nicht. Na gut. Das war von der Klinik hier, ja. Da ist eine Trage mit Gehirnschmodder noch. Okay. Das holen wir uns noch. Da waren die unbekannte Spritze im Wald. Die nehme ich auch immer. Gibt nichts Besseres beim Waldspaziergang, so Spritz zu finden und die sich da rein zu pfeffern, ne? Okay, da ist er. Blutschleifspur. Irgendwie ist es körnig gerade, die Grafik, ne? Also es liegt an der Quali vom Video oder so. Das Spiel ist gerade recht körnig. Hallo Krähe. Nahkampfangriffe. Dreieckgreifer oder Gegenstände mit bloßen Händen oder Nahkampfwaffe an. Okay. Die Ernte war anscheinend reich. Hat so Kalbgeber oder sowas. Zack. Da holen wir uns da gleich mal das Gel wieder. Kommen wir da weiter, ja. Okay. Ich guck mich da um. Aber jetzt, wenn wir da die Gehirnmedizin finden können, die wir zum Verbessern von Attribute brauchen, dann hole ich mal die auf jeden Fall. Da gucke ich mich danach ein bisschen sorgsamer um, würde ich sagen. Ja. Okay. Wo geht's dann da hier? Irgendwo von Interesse. Dann müssen wir wohl da lang, ne? Ja, es ist wirklich recht körnig gerade, muss ich sagen. Und wir werden auch gleich am Anfang wirklich in was Kompliziertes offenbar reingeschmissen. Ich sehe es schon, guck mal. Die Story wird komplex und kompliziert. Okay, ja, dort hätte ich gern runtergehen, ne? Upsala. Okay, ah ja, da kennen wir. Ah. Hey! Also offensichtlich ist der auch ein sehr begabter Kletterkünstler hier, der Kastel. Profil. Das Speichern finde ich auch immer sehr schön mit dem Bolzer, der sich ins Hirn reinschiebt. Uah. Will ich zu dem Officer Friendly hier, der sich irgendwas neu föhnt?
und der offensichtlich irgendwelche Pustelgeschwüre gekriegt hat, als man das letzte Mal gesehen hat, wo er am Steuer gehockt hat vom Auto. Ich weiß nicht, ob ich wissen will, was der sich da nicht zwitschert. Ah, sein Revolver nehmen wir gern. Ah na, was das für Fressgeräusche schon sind. Hier. Lecker Snack. L2 halten zielen und R2 zum Schießen, okay. Ups. Okay. Warum habe ich ke... Warum habe ich durch ke Zielrohr oder sowas? Okay. Mein Gott, Connolly. Das mag ich jetzt gerade mal kurz checken bei der Option. Ne? Allgemein. Hoppla. Ne, die Schwierigkeitsgrad mag ich nicht ändern, aber ich mag gucken, ob man ein Fahrtekreuz oder so noch Zielhilfe. Natürlich, die will ich haben. Die Zielhilfe, die mag ich. Ja. Das ist mir schon lieber, ne? Es war ein bisschen ätzend, sich so fortzubewegen, aber ich mag ein Fahrtekreuz haben beim Schießen. Okay. Zack. Da ist nichts drin, oder? Steht ja wieder auf hier, der Knusper-Knusper-Knäuschen. Wer knabbert an meinem Kläuschen? Okay. Da ist wieder nur Schmotter gewesen. Und dort haben wir nichts drin. Ist zwar jetzt ein bisschen blöd, wenn man da jetzt am Bewegen ist und das zeigt da hat, aber ich mag definitiv sowas haben zum Zielen. Müssen wir halt dort mit leben. Wobei, wächst was. Gucken wir es uns nochmal an. Zielhilfe. Haben wir bei der Steuerung vielleicht irgendwas dort dabei? Automatisches Zielen aktiviert. Ich lasse es jetzt erstmal mit der Zielhilfe. Wenn das zu sehr nervt, Laterne benutzen. Linkes drücken, um die Laterne zu benutzen. Okay. Linkes war das, rechtes war das Inventar. Nachlader kann ich nicht, oder? Okay. Das werden wir wohl noch rausfinden. Aber die Laternen brauche ich gerade. So, Schlachtruf. Okay, das geht nicht. Das kriegt er nicht kaputt geschlagen. Upsala. Das sah aus wie der Leslie Nielsen, der Patient, den wir mitgenommen haben. Mit seiner weißen Haare mit der rieve Nase. So. Wie schaut's aus? Tut weh, tut weh. Wow. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus, 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 Krankenhaus! Verdammt nochmal. Alles klar bei dem, ne? Falle entschärfen. X halten, um Falle zu entschärfen. Gegenstand erhalten. Fallenteile erhalten werden benötigt, um Bolzen für die Qualenarmbrust herzustellen. Sie werden im Inventar verwendet. Okay, ist super. Super Sach. Gut. Dann gehen wir mal Nielsen noch. Und wo landen wir? Sprinten. L1 halten. Verbraucht Ausdauer. Mit R1 machen wir Dendo. Mit L1 rennen wir dann. Okay. Ja, ich werde wahrscheinlich erstmal wieder brauchen, bis ich die ganze Steuerung da verinnerlicht habe. Vor allem, weil ich gerade von Resident Evil Silver gerade umsteige auf The Evil Within. Bei Resident Evil Silver war die Steuerung eigentlich denkbar einfach. Okay. Streichhölzer benutzen. Nähere dich an am Boden liegenden Gegner und drücke Kreis, um ihn zu verbrennen und zu vernichten. Dieser braucht ein Streichholz. Wenn die gleichen Gegner nah genug sind, kannst du sie mit einem einzelnen Streichholz verbrennen. Neben Leichen und Gegnern gibt es noch weitere brennbare Dinger. Okay. Behalten wir mal im Hinterkopf. Das nehmen wir. Und wir probieren es auch gleich mal bei dem da, ne? Zack. Weil wenn das da schon als Tutorial vorkommt, kann ich mir vorstellen, dass der wieder aufsteht. Hoch, das ging aber fix.
Normale menschliche Körper verbrennt nicht so schnell, aber die sind anscheinend aus Reisig und aus Zeitungspapier gemacht, die Menschen. Doch geht es natürlich sehr viel fixer und sehr viel schneller. Okay. Der mal wieder so höchst sympathisch Idee. Voller Blut. Was ist drin? Doch. Okay, die kranke Schwester. Ja, da hätte ich mich auch erstmal ein bisschen dappig umgucken, mein Lieber. Kranke Schwester ist in den Spiegel gelaufen. Immer 300 Gehirnschmodder. Was ist da? Tagebuch von Sebastian Castellanos, November 2004. Alter, nee. Ich sag hier Kastel zu, weil er Castellanos heißt. Und Sebastian wäre in der Palz eigentlich ein Bastel. Da haben wir hier den Bastel-Kastel vor uns. Alles klar. Endlich habe ich mein Goldabzeichen. Detective Sebastian Castellanos. Das klingt gut. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber Sie sagen, dass mein Aufstieg einer der schnellsten jemals war. Kann's kaum erwarten. Als Detective kann ich mehr Gutes bewirken, als es mir als Streifenkorb je möglich war. Außerdem muss ich auch nicht mehr diese bescheuerte Uniform tragen. Und zu der Gehaltserhöhung sage ich auch nicht nein. Das KCPD kann jeden Mann gebrauchen. Die Zahl der Verbrechen ist in letzter Zeit unverhältnismäßig gestiegen. Crimson City ist mein Zuhause und es ist mein Job, die Stadt zu beschützen. Alles klar. Also wir wissen, er ist ein übereifriger Cop mit Leidenschaft. Scheiße. Okay. Alice hinter den Spiegeln, bricht einen Spiegel, können wir in die Spiegelwelt rein. Das klingt für mich vernünftig, weil sich das vor allem anscheinend alles nur auch in seinem Kopf abspielt, ne? Was? Schon wieder hier? Ja, das scheint sich wohl wirklich alles in seinem Kopf abzuspielen. Und wenn wir die Musik hören, wissen wir eigentlich auch schon Bescheid. Okay. Wie sieht's aus? Ich frage mich, was hier der böse Traum ist. Geht es Ihnen nicht gut? Okay, jetzt ist sie farbig wieder. Dann speichern wir erstmal wieder, ne? Jupp. Wir haben am Anfang doppelt gespeichert, aber das macht jetzt erstmal nichts. Können wir immer noch als Bettspeicherplatz nehmen. Ja, auf mich so von der Seitart zu gehen und wie gelange. Geht's noch? Ach du liebe Zeit. Okay, da können wir auch anscheinend wieder durch in die Realität oder was? Ich kann's echt nicht sagen. Gehen wir jetzt da wieder hier. Und dann pfeffer ich mir doch mal ein paar neue Fertigkeiten rein, oder? Bisschen Schleimhämmer. Fitness, Reserve oder Waffen. Verbessere Attribute, die mit deinem Körper zu tun haben. Verbessere Attribute, die mit Waffen zu tun haben. Trage Kapazität für verschiedene Gegenstände. Gucken wir erstmal bei Fitness rein. Benötigte Punkte 2000. Das geht schon mal nett. Sprintdauer. Ach, das geht noch nicht. Nahkampfschade geht noch nicht und die Spritzewirkung ist verdammt teuer. Die kostet 5000. Bei Waffe. Schadensmultiplikator. Erhöht Feuerkraft für mehr Schaden. Verringert die Zeit zwischen den abgegebenen Schüssen für eine höhere Feuerrate. Das ist auch nicht verkehrt. Könnte ich sogar machen. Nachladegeschwindigkeit ist auch nie verkehrt. Das spart uns schon mal eine halbe Sekunde. Größeres Magazin ist auch immer gut. Verringert das Wackeln der Zielhilfe für eine bessere Zielgenauigkeit. Ja, das wäre für mich auch nicht verkehrt. Erhöht die Wahrscheinlichkeit eines sofortigen Todes von Gegnern durch einen Kopfschuss. Könnte man auf 10% schon mal steigen. Wir können im Endeffekt auf 50% gehen. Das heißt, halbe Chance, dass sich jemand wirklich den Schädel spalte. Und ich weiß, dass wir später noch andere Waffen kriegen, wie Flinte und sowas. Und das sollte man dann eher für die Big Boys dann sparen. Deswegen würde ich sagen, ich mache beim Revolver kritisch und bei der Flinte oder sowas mache ich dann auf Schade, damit ich die Big Boys damit richtig kloppen kann. Wie sieht's denn da aus? Mehr Munition trage ist natürlich auch nie verkehrt. Granate habe ich noch, Kenny. Streichhölzer 500. Weißt du was? Ich mache jetzt erstmal kritisch hier. Dann kann ich zwar nichts anderes mehr verbessern,
Aber, kupst wie gedupst, falls ich jetzt nochmal 200 Gel finde, mag ich auch gleich mehr Streichhölzer tragen. Das halte ich auch für wichtig. Dass wir unser Gegner so schnell wie möglich verbrennen, dass die Männle nochmal aufstehen. Okay, was sagst du wieder? Findest du es gut, dass ich da auf Crit geskillt habe? Die interessiert sich nur für ihren Nächel. Na gut. Dann gehen wir wieder hinter den Spiegel. Und der Bastelkastel kann jetzt ein bisschen besseres zeigen. Ich gehe auch immer in die Hütte, glotze in den Spiegel und danach kann ich auch immer besser schießen. Also, weil ich mir vorstelle, dass ich einen Helm aufgesetzt krieg und Gehirnflüssigkeit injiziert krieg. Wie im richtigen Leben. Geht. Okay, kann ich da hier? Also wenn ich wieder so grüne Ursub finde, dann föhne ich mal so gleich mal wieder rein. Ich habe jetzt, glaube ich, nur noch einen Schuss, ne? Ja. Das ist etwas doof. Warum habe ich meinen Revolver nicht auf dem Slot? Schnellzugriff, ja. Ich hätte den ganz gern du links. Und dann passt die Geschichte wieder. Okay. Du ist auch wieder so ein Rievenickel. Okay. Kann ich denn irgendwie von hinten lautlos? Jawohl. R1 plus X Schleichangriff. Töte Gegner, die dich nicht bemerkt haben, blitzschnell von hinten. Oh oh. Ups. Das war wohl nichts mehr, ne? Scheiße. Renn doch, Bastel. Okay, das ist so viel schon mal zu meinem Schleichangriff. Aber den will ich auf jeden Fall noch erlegen. Bevor es weitergeht in der Story. Gott, ich kann das einfach nicht, dieses Hide-and-Sneak-Gedöns. Deswegen war ich auch in Assassin's Creed nicht so wirklich der Beste, muss ich gestehen. Ich bin eher der Haut drauf und gib ihm Spieler. Okay, wenn der jetzt wieder zurück zu seiner höchst interessante der schluppt, dann will ich ihm noch steigen und will noch Meuchler. Das halte ich für eine sehr sinnvolle Fähigkeit. Hau ab, hör auf zu glotzen, da gibt's nix. Und dich mache ich fertig. Ah, wir haben immer noch das Messer vom Metzgermeister, alles klar. Oh, sehr schön. Da haben wir jetzt wieder Kuckler und mit Viereck laden wir noch. Und nun müssen wir nicht wie bei Alien Isolation gedrückt halten, das macht ja von sich aus ganz. Das finde ich toll. Das ist wieder logisch eigentlich, weil normalerweise lade ich meine Waffe eigentlich auch voll noch, ne? Okay, das sehe ich nichts. Dann gehen wir da wieder rein. Muskatnuss, Herr Müller. Was gibt's? Okay, ich versuche mich da ein bisschen leise zu bewegen in dem Gebiet, weil das wird ja wohl unser Schleichangriff-Tutorial-Gebiet sein. Okay, der Leslie Nielsen rennt wieder fort. Kontextabhängige Aktionen. X klettere über Hindernisse und durch Fenster. Okay. Das müssen wir anscheinend dann im Laufe vom Spiel ein paar Mal probieren. Weil über sowas kann er höchstwahrscheinlich mal nicht klettern. Okay. Dann ich aber sage, ihr liebe Leute, ich mache hier wieder meinen Cut und wir sehen uns in der Samstags-Episode von Let's Play The Evil Within Uff Pelzig. Machen's gut, bis du hier, Eiern Yankee.